Ja, Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt ganz viele Geschichten. Und ich finde das spannend. Wir haben jetzt gerade Einblick erhalten. Wir sind unterwegs, waren mit diesen Taggottesdiensten, mit diesen Leuten, die gekommen sind, ihre Geschichten erzählt haben. Und es gibt diesen sehr spannenden Bibelvers in 2. Korinther 3. Da schreibt der Autor dieses Briefes, Paulus, schreibt an Christen in einer Gemeinde. Er schreibt ihnen: Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafel, sondern auf fleischerne Tafel der Herzen. Mit anderen Worten, Paulus sagt diesen Christen, ihr seid wie ein Brief, der Gott geschrieben hat für Menschen, damit ihn Menschen lesen können. Und wir haben das ja erlebt, gerade jetzt in unseren Taggottesdiensten. Gott schreibt mit uns Geschichten, manchmal große und fantastische, irgendwo verrückt auf der ganzen Welt und manchmal ganz persönlich und klein im Alltag. Und wenn wir schon über Geschichten nachdenken, möchte ich auch euch ermutigen, euch zu fragen, was ist die Geschichte, die Gott bei euch schreibt, mit euch schreibt. Das darf wie ein Brief sein, offen, damit Menschen ihn lesen können. Und wir gehen jetzt in diese Weihnachtszeit hinein. Es ist oft eine Zeit, wo man Menschen trifft, wo man Feste feiert, wo man wieder mal mit Bekannten und vor allem der Familie zusammen ist. Was für ein schönes Bild, wenn wir als Christen da wie offene Briefe sein dürfen und unsere Erlebnisse, die wir mit Gott haben, die Geschichten, die Gott mit uns schreibt, weitergeben dürfen. Und ich finde oft, manchmal gibt es so diese gewaltigen, großen Geschichten, aber meistens sind die Alltagsgeschichten, so die eigentlich gar nicht so spektakulär wirken, die einfach am Montag passieren, wo wir Gott erleben, mitten in dem drin, was wir tun, sind oft die spektakulärsten Geschichten, weil sie so bodenständig sind, weil sie so natürlich sind, so aus dem Alltag heraus. Also wenn wir über Geschichten nachdenken, denkt auch über eure Geschichten nach, die Gott bei euch schreibt. Gott schreibt viele kleine Geschichten in unserem Leben. Gott schreibt aber auch eine große Geschichte, könnten wir sagen, mit dieser Welt. Er hat gestartet ganz am Anfang und wir lesen in der Bibel, im Buch, in dem er uns seine Geschichte mitteilt, lesen wir von der Schöpfung, wie er die Welt gemacht hat. Wir lesen von diesem Drama, wo die Menschen gesagt haben, wir wollen nichts mit diesem Gott zu tun haben, sie von Gott getrennt haben. Wir lesen eigentlich von dieser Sehnsucht Gottes, von seinem immer wieder Suchen, den Mensch suchen, Kontakt zu ihm suchen, zuerst zu Einzelnen, zu Abraham, wie er ihn berufen hat, dann zum ganzen Volk Israel. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Wir lesen vom Ende dieser Geschichte, wie er selber kommen wird und alles Leid und alles Böse beenden wird und ein Friedensreich aufrichten wird. Und in der Mitte lesen wir von der großen Wende. Und das passt super in unsere Weihnachtszeit. Wir lesen, wie Jesus hineingekommen ist und eine großartige Wende gebracht hat. Und vielleicht kennt ihr das so aus Filmen. Ganz ähnlich, die Bibel berichtet diese große Geschichte, diese großartige Geschichte auch in unsere Herzen hinein. Und in Filmen hat es oft ja die Guten, die gegen die Bösen kämpfen. Meistens hat es eine Handlung in einem Film. Und das läuft dann und oft wird es immer schlimmer. Vielleicht habt ihr auch so einen Film vor Augen, oder? Es wird immer schlimmer und verzwickter und irgendwie hat man das Gefühl, kurz vor Schluss ist alle Hoffnung verloren und irgendwie die Bösen gewinnen die Oberhand, es ist alles völlig verstrickt und keine Hoffnung und da kommt so die Musik so richtig traurig und emotional und so und man denkt, jetzt ist aus und wie soll das überhaupt gut kommen und man überlegt sich, der Regisseur, was hat er sich da ausgedacht? Und dann plötzlich wie aus dem Nichts kommt irgendjemand, noch irgendwelche Kämpfe, wo man nicht erwartet hat oder irgendein Trick oder keine Ahnung und die große Rettung und plötzlich macht es eine Wendung und alles wird gut und die Musik wechselt und ist so euphorisch und so weiter. Und so kommt mir diese Weihnachtsgeschichte vor. Die Bibel beschreibt eigentlich ein unglaubliches Drama der Menschheitsgeschichte und dann plötzlich kommt eine unglaubliche Wendung hinein. Und wir wollen miteinander heute schauen, dieses Buch, die Bibel. Wir können das ja nehmen und lesen, wir können sagen, ja, was mache ich damit? Wahr, nicht wahr? Ich kann kritisch sein, ich kann es hinterfragen. Oder ich kann einfach zuerst mal schauen, wie stellt sie sich mir denn vor, diese Bibel? Was erhebt sie für einen Anspruch? Und es ist hochspannend, wenn wir diese Geschichte von dieser großen Wende anschauen, was die Bibel über sich selbst sagt.
Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr neue Menschen kennenlernt, ob ihr auch gleich kommt und denkt, ja, der ist so falsch und nicht und weiß auch nicht was, oder ob ihr einfach mal zuhört, wie er sich vorstellt, das Gegenüber, was er erzählt über sich, über seine Hobbys und so weiter, wo er herkommt, seine Familie. Normalerweise ist man doch offen und hört einmal zu und denkt, interessant, diese Person bist du in dem Fall. Und die Bibel ist das ähnlich, wir können sie auch nehmen und sagen, ich schau einfach mal, wie stellt sie sich vor, was sagt sie über sich selbst. Und ich habe die Berichte von der großen Wende studiert und habe entdeckt, es ist hochspannend, wie dieser Beginn ist, so interessant. Plötzlich sind es 4 Berichte, nicht mehr nur einer. 4 Berichte, die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, berichten von dieser großen Wende aus unterschiedlichen Perspektiven. Und sie sagen etwas darüber aus, wie sie diese Geschichte verstanden haben wollen. Und das schauen wir zusammen an. Wir lesen quasi heute 4-mal den Anfang von der Weihnachtsgeschichte, aus diesen 4 verschiedenen Perspektiven. Also die erste, ist Matthäus, der schreibt. Wir gehen einfach mal ganz an den Anfang dieses Buches. Matthäus, wie er diese große Wende beschreibt. Er beginnt so. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dann die Verse 2 bis 17 lese ich jetzt nicht vor. Das ist eine Aufzählung von 3 mal 14 Geschlechtern. Wer nach wem gekommen ist. Der Stammbaum von Jesus, könnte man sagen. Im Vers 17 wird das dann gesagt, 3 mal 14 Geschlechter. Und im Vers 18 geht es weiter, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Und so beginnt diese Geschichte von Maria und Josef und dem Baby, das auf die Welt kommt, von Sterndeutern und so weiter. Aber Matthäus startet an einem anderen Punkt. Er startet, dass er sagt, ich schreibe ein Buch. Wir lernen heute ein bisschen Griechisch miteinander, ist aber gar nicht so schwer. Das Wort, das hier für Buch steht, Biblos, das wurde im damaligen Sprachgebrauch für spezielle Schriften gebraucht. Es gab nicht so viele Bücher wie heute. Ein Buch war etwas Spezielles und oft auch für religiöse, wichtige Schriften. Also wenn Matthäus hier beginnt mit diesem Biblos, oder ihr habt ja alle Mathematik und so in der Schule, Alpha, Beta, Gamma, Delta, das kennt man ein bisschen, dieses Beta, Biblos kann man gut lesen. Also ihr seid jetzt schon Griechisch-Profis, es kommen noch mehr griechische Wörter. Das Buch, Matthäus sagt, ich schreibe euch eine wichtige religiöse Schrift. Es ist nicht einfach eine Novelle oder Poesie oder so etwas, sondern ihr haltet jetzt etwas in der Hand, das hat eine wichtige Botschaft, einen wichtigen Inhalt. Und dann hat er ein zweites sehr spannendes Wort, nämlich das Wort, was da für Geschichte steht. Alpha, Beta, Gamma, das Genesis. Genesis ist dieses Wort. Das könnte man übersetzen mit Ursprung, Geburt, Herkunft, Lebenslauf, Ursprungsgeschichte, vielleicht sogar Stammbaum oder allgemein einfach Geschichte, wie es hier in der Luther-Übersetzung übersetzt ist. Und vielleicht der eine oder andere erinnert sich, das allererste Buch in der Bibel, das mit der ganzen Geschichte beginnt, oder? 1. Mose, das heißt auch Genesis, ist auch eine Art Ursprungsgeschichte, der ganz vorne beginnt, diesen Ursprung zu erzählen. Und jetzt kommt hier der Matthäus und sagt, ich habe hier dieses Buch, das erzählt von einem neuen Ursprung, von einem neuen Anfang. Etwas Neues, das losgeht. Vielleicht sogar eine Art neue Schöpfung. Und er sagt, es ist nicht irgendetwas Irdisches, sage ich mal, was hier losgeht, sondern er sagt, es ist von diesem Jesus Christus. Und es stecken nur so in diesen ersten Worten, wie Matthäus diesen Bericht beginnt, unglaublich viel drin. Jesus, hebräisch Jeshua, bedeutet Gott rettet. Er sagt, diese Geschichte ist von einem, der bedeutet Gott rettet. Und dann Jesus Christus, der Gesalbte, das war die Bezeichnung für den sie erwarteten, der endzeitlich kommt und Frieden bringt auf der ganzen Welt. Matthäus sagt, ich habe ein wichtiges Buch. Es ist ein neuer Anfang, ein neuer Ursprung von einem, den Gott schickt, weil er rettet. Und er bringt Frieden in die ganze Welt. Und dann sagt er, das ist etwas, das ist jetzt nicht einfach völlig unvermittelt, sondern man hat ja schon die ganze Zeit davon gelesen.
Er ist der Sohn Davids, des Königs Davids aus dem Alten Testament, dem verheißen war, von dir kommt einmal der vollkommene König. Und er ist der Sohn des Abrahams. Abraham hatte die Verheißung, dass durch ihn, durch ein Nachkomme von ihm, die ganze Welt gesegnet werden soll. Das ist unglaublich, was hier schon alles drinsteckt. Also Matthäus erhebt den Anspruch, dass in seiner Schrift, dass er eigentlich von einem neuen Anfang berichtet, von dem, der kommt und Frieden auf die ganze Welt bringt. Und dann ist diesem Matthäus wichtig, dass er diesen Stammbaum auflistet. Auch das ist hochspannend. Also lest den mal durch, könnt mal nachzählen. Im Vers 17 sagt er dann, ja, das waren jetzt 14 und 14 und 14 Generationen. Man könnte das unterteilen, die 14, nochmal 7 und 7, nochmal 7 und 7 und nochmal 7 und 7 Generationen. Und wer mitzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das heißt, jetzt beginnt die 7. Generation. Und wer ein bisschen diese Zahlensymbolik aus der Bibel kennt, der weiß, die Zahl 7 steht für den Heiligen Geist, für Vollkommenheit. Eigentlich für Gott selbst. Mit anderen Worten, Matthäus sagt, es beginnt jetzt eine neue Generation, etwas Göttliches kommt hinein, etwas Neues bricht an in dieser Geschichte. Das ist der Anspruch, der Matthäus hat. Und dann beschreibt er von diesem kleinen Baby, von dieser Geburt, die wieder kommt. Und wir haben wieder genau dasselbe Wort, diese Genesis, dieses Neue, was beginnt. Können wir sagen, gut, einfach eine Geburt. Aber es ist auch der Ursprung, der Anfang von etwas völlig Neuem. Also wenn wir Matthäus lesen, den Anfang dieser Geschichte, er sagt, das, was ich euch mitgebe, es ist nicht unvermittelt, es ist schon lange verheißen und jetzt geht es in Erfüllung. Das Neue bricht jetzt los. Ihr habt es schon eigentlich die ganze Zeit angekündigt gesehen und jetzt passiert es wirklich. Ihr habt also ein Buch in der Hand, das von sich selbst sagt, es ist voller Verheißungen, die über Jahrtausende hinweg, damals, vor 2000 Jahren, dieser Weihnachtsgeschichte in Erfüllung gegangen sind. Man könnte noch viel mehr dazu sagen. Ihr seht, da steckt unglaublich viel drin, aber wir haben noch etwas vor. Wir haben auch diesen Markus, der berichtet. Wir gehen gleich weiter zum Markus. Wie schreibt er den Anfang seiner Geschichte? Was schreibt er darüber? Markus schreibt es so. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meine Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Das ist interessant, Markus legt dann los und er beginnt gar nicht beim Kind Jesus, sondern er redet gleich vom Johannes den Täufer und so weiter. Also wenn ihr an der Weihnachten dann die Weihnachtsgeschichte vorlest, das macht ihr ja wahrscheinlich, oder? Dann nehmt nicht den Markus, weil das beginnt beim erwachsenen Jesus. Aber spannend, wie er sagt, ich beschreibe euch einen Anfang von etwas. Ich glaube, das ist das letzte altgriechische Wort, das ich noch mitgenommen habe. Archä, der Anfang. Und vielleicht denken die einen wieder, interessant. Heißt nicht ganz am Anfang in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das war auch von einem Anfang die Rede. Und jetzt kommt wieder dieser Mark und sagt, ich habe auch einen Anfang. Also aber ein neuer Anfang. Ein Anfang des Evangeliums. Was meint er jetzt mit dem Evangelium? Wenn man dieses Wort überlegt, wie es die Leute damals verstanden haben. Es war eine frohe Botschaft, die im Königreich verkündet wurde, im Kaiserreich, im römischen. Zum Beispiel, wenn ein neuer Kaiser geboren wurde, wenn er einen wichtigen Geburtstag hatte oder wenn er einen gewaltigen Sieg errungen hat. Da ist ein Botschafter herumgegangen, hat es allen Leuten gesagt und ich weiß nicht, haben die Party gemacht oder so. Auf jeden Fall beschreibt hier der Markus, ist der Anfang von etwas Neuem und zwar den Anfang von einer frohen Botschaft, von einem Evangelium, das von einer Geburt und von einem Sieg berichtet. Und zwar von jemandem, der nicht nur irdische Feinde bezwungen hat, sondern der den größten Feind des Universums, den Teufel bezwungen hat oder bezwingen wird, in diesem Moment noch. Und der einen universalen Sieg bringen wird. Er sagt, diese Botschaft, von der ich euch berichte, die ist so umwerfend, etwas Neues, ein neuer Anfang, der jetzt kommt. Das ist die Geschichte, die Story, die er beschreibt. Und er beschreibt
in seinem ganzen Buch dann, wie wir auch Teil dieses Evangeliums, sage ich mal, werden können, wir Teil dieses Siegs von Jesus werden können. Es ist ja schon interessant, er sagt, diese frohe Botschaft, der Kern davon ist, dass nicht wir etwas machen müssen, dass nicht irgendwie eine neue Religion gegründet wurde, wo man Dinge machen muss, wo man Rituale befolgen muss, wo man selber die Erleuchtung finden muss oder sich entleeren muss oder was auch immer man alles machen muss, sondern es ist jemand zu uns gekommen. Es ist ja persönlich, es ist von einem Menschen die Rede, Jesus Christus, aber auch von einem Gott, der selbst Gott war. Von jemandem die Rede, der gekommen ist und eigentlich unser Leben gelebt hat, das perfekte Leben, das wir nicht leben können. Aber das wir leben müssten, um zu Gott kommen zu können. Aber dieser Jesus hat einen Tausch gemacht. Er hat unser unperfektes, kaputtes und auch schuldiges Leben hat er auf sich genommen. Er ist unser Tod am Kreuz gestorben, möchte uns sein Leben schenken. Und Markus berichtet davon, das ist eine völlig neue und überwältigende Botschaft und Nachricht, die ich habe. Also er erhebt den Anspruch, dass dieser Bericht von dieser Geschichte, der wir haben, dass er es erzählt eigentlich von der Geburt und vom Sieg von Jesus Christus, der gekommen ist. Lukas, der Nächste, wie beginnt er diese Geschichte? Aus einer ganz anderen Perspektive. Hochinteressant. Wir lesen, was Lukas da schreibt. Er schreibt am Anfang dieser Geschichte, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, und so geht es dann weiter und er beschreibt die ganze Geschichte sehr detailgetreu. Also die würde sich lohnen, um am Weihnachten vorzulesen, wie genau Lukas da berichtet. Und man spürt, er kommt von einer anderen Richtung. Das Erste, was er sagt, ich gebe euch einen Bericht. Das heißt, er erhebt den Anspruch, dass er nicht jetzt einfach irgendetwas erzählt, sondern dass er genau berichtet, etwas, was passiert ist. Mit anderen Worten, er sagt, ich will Geschichtsschreibung betreiben. Ich will euch historisch sagen, was vorgefallen ist. Und ich könnte mir vorstellen, für einen Lukas, wir wissen, er war Arzt und der hat die Dinge wahrscheinlich sehr genau genommen, war es wahrscheinlich noch schwierig, so übernatürliche Dinge, die er erlebt hat, wie berichtet man davon? Und er hat sich entschieden, einfach ganz nüchtern darüber zu berichten, was da passiert ist. Und er hat gesagt, ich mache das nicht irgendwie, sondern ich nehme die Zeugen, die von Anfang an dabei waren, Augenzeugen. Am letzten Mittwoch gab es in Embrach einen Unfall und in der Embrital-App hat die Polizei geschrieben, sie sucht nach Augenzeugen. Man könne sich melden. Und der Lukas hat das genauso gemacht, weil er wollte wissen, was wirklich passiert ist. Das hat nicht Leute am Rand genommen, jemand, der da gespissen wurde von den 5000 oder irgend in der Menge geschrien hat, kreuzigt ihn oder so, sondern jemand, der in der Mitte im Zentrum war und alles von Anfang an ganz genau mitbekommen hat. Das ist der Anspruch von Lukas. Er sagt, diese Leute habe ich gesucht und gefunden und von ihnen habe ich alles erforscht und versucht herauszufinden, wie sie es überliefert haben. Ist auch spannend, wenn er hier von überliefert spricht. Das war damals ein Wort, das oft gebraucht wurde, wenn man religiös wichtige Lehraussagen auswendig gelernt hat und weitergegeben hat. Und weiter sagt er dann dazu, ich habe das alles von Anfang an sorgfältig erkundet und gut geordnet. Also er hebt eigentlich höchste Ansprüche an seine Schrift, dass er das zuverlässig und treu und wahrheitsgetreu und historisch gesammelt und zusammengestellt hat. Und als letztes sagt er hier in diesen Versen, berichtet er das diesem Menschen, diesem Theophilus, damit er ein guter Grund hat für seinen Glauben an Jesus. Auch interessant, oder? Er sagt, der Glaube es gibt verschiedene Gründe, wieso man glauben kann. Aber der Glaube hat auch ein historisches Fundament, eine Geschichte, die in der Welt passiert ist, das sorgfältig und zuverlässig überliefert ist. Und er berichtet das jetzt diesem Menschen, dass er das lesen kann und dadurch sein Glauben eine Grundlage hat, die trägt. Also nicht irgendein Gefühl, das kommt und geht oder so, sondern ein geschriebenes Wort, ein treuer Bericht.
Und zwar von diesem Jesus. Und dann beginnt er in der Zeit des Herodes, also er beginnt gleich mit der Zeitangabe, damit man das auch historisch damals überprüfen konnte. Und wir haben diesen Bericht von Lukas, wie er das alles beschreibt. Lukas erhebt den Anspruch an seinen Bericht, dass das Buch, das wir in den Hand haben, dass das sorgfältig recherchiert ist, dass es genau ist, dass es zuverlässig ist und dass es eine gute Grundlage ist für den Glauben. Dann haben wir noch den Johannes, der auch berichtet, nochmals von einer ganz anderen Seite. Lesen wir mal, wie der schreibt, würden wir nicht gleich erwarten. Johannes 1, Vers 1, wie beginnt er seine Geschichte, seinen Bericht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ich finde es spannend wieder, er beginnt wieder mit diesem Anfang, am Anfang. Er benimmt wieder Bezug auf diesen Anfang, am Anfang. Etwas Neues bricht an. Eine neue Schöpfung auf irgendeine Art und Weise. Und es spricht ja die ganze Zeit von diesem Wort, hochphilosophisch. Könnte man auch ganz viel darüber sagen. Aber wir bleiben einfach mal nur bei diesem Wort. Man könnte ja grundsätzlich sagen, wenn von einem Wort die Rede ist, ein Wort ist ja etwas, das jemand ausspricht und das kommuniziert zu anderen. Und er sagt jetzt, irgendwie war dieses Wort. Und dann sagt er, erstens war dieses Wort bei Gott. Er sagt sogar zweitens, es ist Gott selbst. Er sagt drittens, dass dieses Wort an aller Schöpfung beteiligt war. Und er sagt viertens, dass dieses Wort voller Leben und voller Licht ist. Und spätestens hier merken wir, dass dieser Johannes von Jesus redet. Dass er von ihm redet. Und ich denke mir so ganz praktisch, Gott möchte zu uns Menschen kommunizieren. Wie macht man das? Wie macht ein allmächtiger Gott, dass er zu uns redet und wir verstehen es? Wie kann es möglich sein, dass es in unseren begrenzten Verstand hineingeht? Dieser unendliche Gott, den wir doch unmöglich fassen könnten. Und er sagt, ich kommuniziere zu euch, indem ich selber ein Mensch werde. Und ihr könnt mir auf Augenhöhe begegnen. Ihr könnt mich anschauen, wer ich bin und wie ich bin. Und wenn ihr mich anschaut, wenn ihr diesen Jesus anschaut, dann seht ihr darin Gott. Gott kommuniziert zu euch. Es ist wie ein lebendiges Wort, das kommt. Und wir sehen, und Gott redet zu uns und kommuniziert zu uns. Und er schafft etwas Neues. Ein schöpferisches Wort auch. Jesus kommt und schafft etwas Neues, wie am Anfang auch diese Schöpfung war. Und Johannes sagt, und in diesem Wort drin, das ist voller Leben und voller Licht. Das ist der Anspruch, den Johannes hat. Es ist voller Leben und voller Licht. Das ein kurzer Überflug über den Anfang dieser Geschichte, die Gott schreibt und über diese große Wende. Gottes Offenbarung ist voller Leben und Licht. Jetzt, wo sind wir losgegangen? Wir sind losgegangen, Gott schreibt Geschichten mit uns, durch uns im Alltag. Soll auch eine Ermutigung sein, unsere persönlichen Erlebnisse mit Gott weiterzuerzählen. Vielleicht unsere Geschichte bereit zu machen, bereit zu halten, um sie jemandem zu erzählen. Aber Gott schreibt auch eine große Geschichte mit der Welt, die er uns in seinem Wort, in seiner Bibel mitgibt. Und wenn ich einfach mal hinschaue, wie macht das Gott und was entdecken wir alles darin? Also bei mir weckt es unglaublich diese Lust und diese Sehnsucht nach dieser Bibel, mehr davon zu lesen, mehr davon zu erfahren von dieser Geschichte, die Gott schreibt. An Weihnachten diese Geschichte wirklich hervorzunehmen und zu studieren. Und Gott zu fragen, ja Gott, was bedeutet diese Geschichte? Wie willst du zu mir reden? Ich kann mir vorstellen, manchmal ist es auch schwierig, ja, was machen wir mit der Bibel? Wie gehe ich damit um? Wie kann sie zu mir reden? Und das Praktischste oder das Beste ist, wir nehmen sie einfach und lesen sie. Manchmal fragen Leute, ja, welches ist dann die beste Bibel? Es gibt so viele Übersetzungen und so viele Sprachen. Und es gibt eine, die ist mit Abstand die beste, ein kleiner Tipp. Eine, die ist einfach unglaublich. Das ist nämlich die man jeden Tag liest. Die man wirklich hervornimmt und aufschlägt und darin sucht. Und dann können wir uns überraschen lassen, so wie dieser Anspruch oder wie sich die Bibel uns selbst vorstellt,
Matthäus hat gesagt, sie steckt voller Verheißungen. Wir lesen, das ist schon Jahrtausende vorher prophezeit und es erfüllt sich tatsächlich. Und auch die Verheißungen, die Gott zu uns spricht in seinem Wort, die werden sich erfüllen oder haben sich schon erfüllt. Oder dieser Markus, der sagt, es ist eine Geschichte. Und wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, ist ein neuer Anfang von dem, der geboren wurde und der gesiegt hat. Und es ist eine Geschichte nicht über irgendeine Handlungsanweisung, sondern über eine Person, die wir kennenlernen, der wir näher kommen können, wo wir selber ein Teil davon werden dürfen. Oder so wie dieser Lukas, der sagt, es ist eine Geschichte, die sehr treu und detailliert überliefert wurde, historisch verankert, zuverlässig. Man kann ihr Vertrauen schenken, aber man kann darin auch mehr entdecken. Man kann diesen Glauben entdecken, es kann die Grundlage liefern für diesen wunderbaren Glauben an Jesus. Oder der Johannes, der sagt, und sie ist voller Leben und sie ist voller Licht. Ich möchte euch ermutigen, diese kommende Zeit vielleicht besonders zu nutzen, mal diese 4 Berichte, die ganz unterschiedlich starten, zu lesen. Diese Weihnachtsgeschichte, sehr eindrücklich im Matthäus und im Lukas überliefert, aber dann auch den Johannes dazu zu nehmen und mal schauen, wie das Markus auch macht, zu nehmen und zu vertiefen und zu erwarten, dass Gott dadurch spricht. Ich möchte, dass wir zusammen in eine Zeit des Gebets gehen. Ja Gott, du willst zu uns reden und du hast zu uns gesprochen. Du hast dich selber uns gezeigt, indem du Mensch geworden bist. Dein Wort wurde lebendig und hat unter uns gelebt. Und wir leben aber nicht vor 2000 Jahren, wir leben heute, aber wir können deine Bibel, deine Worte nehmen und können schauen, wie berichtet wurde von dir, Jesus. Und wenn wir dich finden, wenn wir dich sehen darin, dann sehen wir den Vater. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du uns mit deinem Wort eine Grundlage schenkst vom Glauben, die tragfähig ist, die nicht von unseren Gefühlen abhängig ist, die nicht von uns abhängig sind, ob wir es gut machen oder schlecht machen. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir so viele Beispiele finden, wie sorgfältig und zuverlässig dein Wort überliefert wurde. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, einfach immer wieder neu, bewusst dein Wort zu nehmen, darin zu lesen, zu erwarten, dass die Verheißungen, die du über uns aussprichst, sich erfüllen, zu staunen, was sich alles schon erfüllt hat. Ich will dich bitten, dass du uns offene Augen und Herzen schenkst und wenn die Texte manchmal herausfordernd sind, dass wir darin doch die Spuren von dir entdecken und dich, Jesus, besser kennenlernen. Dass wir von deiner Geburt und deinem Sieg kennenlernen, was das für uns bedeutet. Ich möchte dir danken, sage, dass dein Wort voller Licht und voller Leben ist. Bringst du uns nahe. Amen.